Swiss German Storytime mit dem Thomas. Die Schatzinsel. Kapitel 17. Die letzte Fahrt von der Jolle. Die 5. Überfahrt war ganz anders als die anderen. Erstens war unsere kleine Nussschale von einem Boot weit über seine Tragkraft beladen. 5 erwachsene Männer sind schon mehr gesehen, als die Jolle eigentlich tragen konnte. Besonders, weil 3 von ihnen, der Trelawney, der Redruth und der Kapitän, mehr als 6 Fuß gross sind. Dazu sind noch das Pulver, das Schweinefleisch und Zwiebacksäcke gekommen. Das Wasser ist bis ans Tollbord gegangen und ist verschiedene Mal übergeschwappt. Wenn auch nicht viel reingelaufen ist, sind doch meine Hosen und meine Rockschöße flutschnass geworden, bevor wir 100 Yards zurückgelegt haben. Der Kapitän hat uns so platziert, dass das Boot besser im Gleichgewicht war. Trotzdem haben wir kaum gewagt zu schnaufen. Außerdem ist der Ebstrom jetzt stärker geworden. Eine kräftige Strömung ist gegen Westen durchs Wasserbecken gegangen und dann südwärts eine Menge Sund zu, durch den wir am Morgen reingekommen sind. Für unser überladene Fahrzeug sind sogar die leichten Kräuselwellen eine Gefahr gewesen. Das Schlimmste war aber, dass wir aus unserem richtigen Kurs gekommen sind und über unsere eigentliche Landungsstelle raus abgetrieben worden sind. Wenn wir uns von der Strömung mitnehmen lassen würden, würden wir nahe neben den Gigs landen, wo jeden Augenblick Piraten erscheinen könnten. «Ich kann nicht aufs Vollwerk zuheben, Kapitän», habe ich zum Smollett gesagt. Ich habe gesteuert, während er und der Redruth, die noch frisch bei Kräften waren, die Riemen geführt haben. Der Ebstrom treibt uns fortwährend ab. Könnten Sie vielleicht etwas stärker rudern? «Nicht ohne, dass uns das Boot vollläuft», hat er gesagt. «Sie müssen näher herheben, Doktor, wenn Sie so gut sein könnten. Immer näher her, bis Sie sehen, dass wir der Strömung Herr werden.» Ich habe es probiert und habe bald gefunden, dass der Ebstrom uns gegen Westen gerissen hat, wenn ich auch nicht genau gegen Osten gesteuert habe. Da ist aber im rechten Winkel zu der Richtung See, zu der wir fahren mussten. «Auf diese Art kommen wir ganz und gar nicht an Land», habe ich gesagt. «Wenn es der einzig mögliche Kurs ist, Doktor, so müssen wir ihn eben steuern», hat der Kapitän geantwortet. «Wir müssen gegen den Strom heben. Sehen Sie, wenn wir einmal leewärts vom Landungsplatz können, dann ist es schwer zu sagen, an welcher Stelle wir an den Strand können. Ganz abgesehen von der Möglichkeit, dass die Gigs uns über den Hals können. Wenn wir aber einfach weiterfahren, muss die Strömung langsam schwächer werden. Und dann können wir näher am Strand wieder zurückfahren.» «Der Strom ist schon weniger, Herr», hat der Matros Gray gesagt, der vorne am Bug gesessen ist. «Sie können hier ein bisschen mehr freien Weg geben.» «Danke euch, mein Mann», habe ich ganz ruhig gesagt, wie wenn gern nichts vorgefallen gewesen wäre. Denn wir sind uns alle stillschweigend darüber einig gewesen, irgendwie unseresgleichen zu behandeln. Auf einmal hat der Kapitän einen Ruf ausgestoßen und es ist mir vorgekommen, wie wenn seine Stimme etwas verändert gewesen wäre. «Die Kanone!» hat er gesagt. «Ich habe daran gedacht», habe ich gesagt, weil ich überzeugt war, dass er an ein Bombardement vom Pfahlwerk gedacht hat. Sie können die Kanonen unmöglich an Land schaffen. Und auch wenn es ihnen gelingen würde, könnten sie doch nicht durch den Wald schleppen. «Schauen Sie mal, Doktor», hat der Kapitän geantwortet. Wir haben den langen 9 Pfünder ganz und gar vergessen und haben jetzt auf einmal zu unserem Entsetzen gesehen, dass die 5 Halunken eifrig damit beschäftigt sind, der Kanone die Jacke abzutun, wie man die starke Segelleinwand nennt, mit der sie bei der Fahrt zugedeckt ist. Und es war nicht nur da. Im gleichen Augenblick ist mir in den Sinn gekommen, dass wir die Vollkugeln und das Pulver für die Kanone zurückgelassen haben. Ein einziger Streich mit der Axt muss die Munition in den Besitz der 5 Bösewichte bringen. «Der Israel ist im Flint kanoniert», hat der Gray gesagt. Alle Gefahr zum Trotz haben wir das Boot schnurstracks auf den Landungsplatz zugelenkt. Wir sind mittlerweile so weit aus der Strömung rausgekommen, dass das Boot selber mit unserem naturgemäß sehr langsamen Rudern genug Steuerfahrt hatte und ich konnte gerade aufs Ziel zuheben. Aber das Schlimmste dabei war, dass wir beim jetzigen Kurs der Hispaniola unsere Breitseite anstatt unseren Stern zugetragen haben, so dass wir also ein Ziel wie ein Stalltor geboten haben. Ich konnte nicht nur hören, sondern auch sehen, wie der Schuft mit dem versoffenen Brandweingesicht
der Israel Hands, eine Vollkugel aufs Deck geworfen hat. «Wer ist der beste Schütz?» hat der Kapitän gefragt. «Der Herr Trelawney, ohne jeden Zweifel», habe ich gesagt. «Herr Trelawney, wenn Sie mir bitte einen von diesen Leuten wegputzen?» «Wenn möglich der Hands», hat der Kapitän gesagt. Der Trelawney war kalt wie Stahl. Er hat zum Zündkraut von seinem Gewehr geschaut. «Aber vorsichtig mit der Flinte, Herr», hat der Kapitän gerufen. «Sonst läuft uns das Boot voll.» Alle sitzen ganz ruhig, während er zielt. Der Squire hat seine Muskete gelupft, das Rudern hat aufgehört und wir haben uns auf die andere Seite gebeugt, um das Gleichgewicht herzustellen. Da ist alles genauso gemacht worden, dass kein Tropfen Wasser ins Boot gekommen ist. Die Meuterer haben unterdessen die Kanone auf ihrem Posten umgedreht. Der Hans, der mit dem Wischen bei der Mündung gestanden ist am wenigsten deckt gewesen. Aber wir hatten kein Glück gehabt, weil gerade in dem Augenblick, wo der Trelawney geschossen hat der Hans sich gebückt. Die Kugel ist über ihn ausgepfiffen und sie ist einer der anderen 4 umgekehrt. Auf den Schrei, den er ausgestoßen hat, haben nicht nur seine Kameraden an Bord geantwortet, sondern auch zahlreiche Stimmen vom Strand. Und als ich in die Richtung geschaut habe, habe ich gesehen, wie die Piraten truppweise zwischen den Bäumen vorgekommen sind und in ihre Boote gesprungen sind. «Jetzt könnt Gix, Kapitän», habe ich gerufen. «Dann einfach nur geradeaus», hat der Kapitän geschrauen. «Es darf uns jetzt nicht mehr darauf ankommen, ob Wasser ins Boot kommt. Wenn wir es nicht an Land bringen können, ist alles aus.» «Nur einer von den Gigs wird bemannt», habe ich zum Kapitän gesagt. «Die Mannschaft vom anderen Boot geht wahrscheinlich am Strand entlang, um uns abschneiden.» «Da wird ihnen Schweiß kosten, Doktor», hat der Kapitän geantwortet. «Sie wissen, wie schlecht zu Fuß Hans Maat auf Land ist. Nein, die machen uns keine Sorgen. Wohl aber die Vollkugeln von der Kanone. Ein Zimmerkegelspiel. My Lady Kammerjungfer. Könnt nicht vorbeischiessen. Sagen Sie uns, Squire, sobald Sie die Lunte sehen. Wir rudern dann hinter Sie.» Mittlerweile sind wir für so ein schweres beladenes Boot ziemlich schnell vorwärts kommen. Und es ist dabei nur wenig Wasser ins Boot gelaufen. Wir sind jetzt nahe an unserem Ziel gesehen. 30 oder 40 Ruderschläge haben uns an Land bringen. Weil die Ebbe hat schon einen schmalen Sandstreifen unterhalb der Bäume freigelegt hatte. Der Ebbstrom, der uns auf so unangenehme Weise aufgehalten hat, hat jetzt den Schaden für uns wieder ausgeglichen, indem er unsere Verfolger aufgehalten hat. Die einzige Gefahr hat uns vom Geschütz gedroht. «Wenn ich es wagen dürfte», hat der Kapitän gesagt, «würde ich einen Augenblick anhalten und noch einen wegputzen.» Aber es war klar gewesen, dass die Meuterer sich da nicht aufhalten wollten. Sie haben sich nicht einmal umgedreht, wo ihren Kamerad gefallen ist, auch wenn er noch nicht tot war. Weil ich gesehen, wie er probiert hat, von der Kanone wegzukriechen. «Fertig!» hat Squire gerufen. «Halt!» hat der Kapitän gerufen, schnell wie ein Echo. Und er und der Redruth haben mit aller Wucht die Riemen hinter sich eingesetzt und der Stern vom Boot ist unter Wasser gekommen. Im gleichen Augenblick ist der Knall von der Kanone gekommen. Da war der erste Schuss, den der Jim gehört hat. Weil der Knall vom Musketenschuss vom Squire hat ihn nicht erreicht. Wie die Kugel geflogen ist, hat keiner von uns genau sagen. Aber ich denke mir, sie muss über unsere Köpfe übergeflogen sein. Der Luftdruck, den sie verursacht hat wahrscheinlich zu unserem Missgeschick beigetragen. Jedenfalls ist das Boot gesunken, mit dem Stern voran, in 3 Fuß tiefes Wasser. Der Kapitän und ich sind einander gegenüber auf unseren Füßen stehen geblieben. Die anderen 3 sind mit dem ganzen Körper ins Wasser gekommen und haben geschnauft und gesprudelt, wo sie wieder auftaucht sind. Das hat nicht viel zu bedeuten gehabt. Kein Leben ist verloren gegangen und wir konnten in Sicherheit an den Strand warten. Aber alle unsere Vorräte sind im Wasser gelegen. Und, was noch schlimmer war, von den 5 Musketen sind nur noch 2 brauchbar gewesen. Meine habe ich, sozusagen triebmässig, über den Kopf gehabt. Der Kapitän hat seine Büchse an einem Riemen über den Schultern getragen. Und zwar wie ein gescheiter Mann mit dem Schloss gegen oben. Die anderen 3 Musketen sind vollständig nass geworden, wo das Boot gesunken ist. Unsere Sorgen sind noch dadurch vermehrt worden, dass wir schon Stimmen im Wald am Strand gehört haben, näher kommen. Es hat daher nicht allein Gefahr bestanden,
dass wir in unserem halb wehrlosen Zustand vom Pfahlwerk abgeschnitten werden, sondern wir mussten auch befürchten, dass der Hunter und der Joyce vielleicht nicht so kaltblütig sehen würden, standzuhalten, wenn sie von einem halben Dutzend Piraten angegriffen werden. Der Hunter ist allerdings zuverlässig gewesen. Das haben wir gewusst. Mit dem Joyce aber ist es zweifelhaft gewesen. Er ist ein freundlicher, höflicher Mann gewesen, ein guter Bedienter, der zuverlässig einen Rock sauber ausbürstet hat, aber nicht eigentlich ein Kriegsmann. Mit allen diesen Befürchtungen im Herz sind wir so schnell wie wir können an Land gewattet. Die arme Jolle und die grösste Hälfte von unserem ganzen Mundvorrat und dem Pulver haben wir hinter uns gelassen.